steht ja in der Zeitung und in den Büchern und nichts. Die haben nicht gewusst, dass hier Landler sind. Und das ist übrigens der blinde Punkt in unserer Geschichte. Diese kaputtgegangene Revolution und der darauffolgende, auch die Metternich-Zeit als zweiter Teil der massiven Repression, die hängt uns Österreichern bis heute in unserem Sprachverhalten, in unserem Sozialverhalten nach, weil sie hat einfach, die Leute haben gelernt, du musst immer kuschen und parieren und die anpassen, ganz egal, was du selber denkst. Ja? Und das sozusagen quasi diese Nichtaufarbeitung, dieser Gräuel, dieser Katastrophen da, die wirkt sich bis heute aus. Und so ist es. Und so sind wir jetzt evangelisch ausgewandert, haben verzichtet auf Hab und Gut und alles, was wir dort haben gehabt, und sind hergekommen, um Glauben, dass wir den Glauben behalten können. Sind auf der Gossen gestanden, nicht mehr. Nicht mehr, unsere Vorfahren, ja. Ja. Mit dem Köfferchen. Und jetzt sind sie daher auch Wicker, auch nur mit dem Köfferchen oder mit einer Tasche nach Deutschland. Jeder mit 2 Kufen auf Deutschland, das ganze Vermögen und alles da verzichtet darauf, zum zweiten Mal ausgewandert. Haus und Hof und alles gelassen und da. Ja. Das ist auch eine große Sünde. Und vor 18 Jahren sind halt alle ausgewandert. Zurzeit sind noch 35 ältere Leute, die hier in Dorf leben. Jetzt geht da alles Grund, was man da gelassen hat. Die Leute kommen nicht mehr alle Jahre, da regnet es ins Haus hinein und man repariert nichts mehr, dann kann man Interesse. Darauf der Litz verkaufen sind Zigeunern und Walochen. Und das ist das Elternhaus von meinem Mann. Ja, da haben wir gelebt, 30 Jahre. Und jetzt sind es ein paar 20, was wir in Deutschland sind. Für mich war es kein Thema. Nie. Ich war in 78 war ich in Deutschland. Und was mir am meisten hat abgestoßen waren die vielen Zeitungen mit allen den Nockerten, dort waren meine ist gegangen in ein Geschäft. Waren sie alle am präsentiert dort. Und daran habe ich gedacht, da kann es nicht gut ausgehen. Das hat mir nicht gefallen. Und ich war der schönste Tag war für mich aber so. Eigentlich war es nie von uns Geldthema. Wir haben uns nicht so stark tentiert zu einer Wegrennen. Die meisten sind sie doch nicht umselig, um die Mark. Sagen zwar alle in der Politik da oder Ceausescu und so, es war jetzt auch schwer, weil man nichts hat verdient. Aber es hat auch jeder gelebt. So ein Leben war genug, aber nicht, dass du leichter oder besser leben kannst. Dat unsere Fleißigen Leute Wicker sind, ist der ganze Grund gewesen. Und schöne Weingärten haben wir gut, und alle fleißig haben wir gearbeitet am Grund. Und jetzt ist alles wüst. Wo man geht und steht, alles nur wüst. Sie war der maßgebende Punkt. Es war eigentlich so, wir mussten und so. Der Land nicht dürfen arbeiten, wie sie wollen, mit Gesöhn und mit Lehrbuben und mit so Ingressen. Wir haben da geschaut, dass sie sich ziemlich klein haben konnten, alle. Und sie sind unseren Leuten nicht so gut gekommen. Freiheit und Geld hat geluckt. Und es war ja die Rede dann, wie die Leute da erfüllt haben, war ja mal die Rede, wir sollten hinziehen, woher wir ausgewandert sind. Und der Österreicher hat uns ja nicht gebraucht. Wir waren alle gern auf Österreich gekommen. Aber es war ja, just für die Eltern gewesen, weil sie keine Rente hätten gekriegt für die Jahre da. Und in Deutschland haben sie anerkannt. Und wir haben gleich die Staatsbürgerschaft gekriegt. Und also ich denke, das war das Problem. Und das junge Volk hätten die Österreicher angenommen, denn sie haben ja gewusst, dass wir dort sind ausgewandert, dass wir fleißige, dichtige Leute sind. Aber die Alten haben sie nicht gebraucht. Die Alten, die nicht mehr arbeiten können, singen, haben sie nicht die Rente können geben. Und sie haben sie uns nicht angenommen. Es ist uns in Deutschland sind die Schulen gleich anerkannt worden, das Studium ist anerkannt worden. Und da haben wir es halt einfacher gehabt in Deutschland.
für den Anfang. Wir sind ja mit nichts ausgewandert, wir haben ja gar nichts gehabt, wir haben ja dort von null angefangen. Wir haben 3 kleine Kinder gehabt, also es war nicht so einfach. Ja. Wir waren ja lieber auf Österreich gezogen, wo unsere Vorfahren sind eingewandert, haben dieselbe Sprache und dieselbe Tracht und alles. Waren wir ja viel lieber auf Österreich gezogen, aber sie haben uns nicht angenommen. Die Regierung hat uns nicht angenommen. Und darum sind wir auf Deutschland gezogen. Sie war schon, wenn die Leute hätten lassen fahren und zurückkommen, waren sie noch da. Sie hätten sich was verdient in Deutschland, hätten sie da eingesetzt und war anders gewesen. Aber wir sind die Kleinsten. Ja. Und in Österreich ist ja ein wunderschönes Land. Das ist ja ein wunderschönes Land, das Österreich. Schöner kann man sich nicht im Märchen wünschen. Hügelland und Wiesen und Wälder und viele Tannenbäume und alles Mögliche in Österreich. Das ist ein wunderschönes Land. Ja. Warst du nie reist? Also wir reden mit Kindern noch im Dialekt, aber ob die Kinder damit sind, Kindern Dialekt reden, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und auch viele, die ausgewandert sind, reden nicht Dialekt. Also wir sind von weniger Familien, die Dialekt noch dort reden. Es haben da viele gleich Deutsch geredet. Dass sie sich halt leichter integrieren und ja. Sind denn noch ein Lied singen? Ja. War's nicht aufgestiegen, war's nicht gefallen, war's nicht hängen blieb an der Kommerschnullen. Hast meine Schwester geheiratet, war's mein Schwager geworden. Hast ein liebes Marl kriegt von 18 Jahren. Hast meine Schwester geheiratet, war's mein Schwager geworden. Hast ein Marl kriegt von 18 Jahren. Wer ein Opfer schuld und isst ihn nicht, wer ein Marl liebt und küsst sie nicht, wer ins Wirtshaus geht und trinkt kein Wein, muss echter Putzenlümmel sein. Wer ins Wirtshaus geht und trinkt kein Wein, muss echter Putzenlümmel sein. Na klar, wenn er ins Wirtshaus geht und nicht trinkt, dann muss er ein Putzenlümmel sein. Und jetzt habt ihr da über einen Wein angebaut? Ja, wir haben die Kalleroli voll mit Wein gehabt. Es war eigentlich ein Saufdorf. So, wir haben jetzt wirklich viel über die Landler erfahren und haben auch einen Dialekt einmal live hören können. Für alle, die sich jetzt noch mehr für das Thema interessieren, gibt es zum Beispiel von Martin Bottesch das Landlerbüchlein. Da steht wirklich viel drinnen über die Landler, über ihre Geschichte, über die Traditionen und Bräuche, über das Leben da in Großbold und die anderen Landlerdörfer, aber auch über die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten seit der Revolution in Rumänien. Wer sich noch mehr für die Sprache interessiert, ist erst vor kurzem das Phraseologische Wörterbuch vom Landlerischen von Großbold erschienen, von der Johanna Bottesch. Eine wirklich umfangreiche Sammlung von alten Dialektwörtern, von einfach dem Vokabular vom Landlerischen. Es war halt wirklich interessant für alle, die sich für den alten Dialekt interessieren. Wir haben in Österreich geredet, bevor wir so stark vom Hochdeutschen beeinflusst worden sind. Und war auch für alle Germanisten, die sich mit Dialektforschung beschäftigen, eine wirkliche Fundgrube für Doktorarbeiten, Dissertationen und so weiter. Ja.